Merci, Herr Präsident. Heute steht Ordre du jour eng Jahrhundertreform, nämlich die Reform vom Gesellschaftsrecht. Das heißt nicht, dass wir als Gesellschaft reformieren. An aber, den Droit des Sociétés hat auch eine Influenz auf das Gesellschaftsleben, weil viele Aktivitäten an unserer Gesellschaft, sie wird wirtschaftlicher, ziviler oder sogar am Benevolat in der enger oder anderer Form von einer Gesellschaft exerziert gehen. Erlaubt mal kurz auf den Historik vom Gesetz vom 10. August 1915 anzugehen. Den 21. Dezember 1882 wird die Lützeburger Regierung den Professor Albert Neissens gefragt, der Professor auf der Universität Louvain war, für ein Avant-Projet de Loi über die Société Commerciale zu schreiben. Den demolischen Direktor von der Lützeburger Justiz, de Paul Eichen, hat den Herrn Neissens gefragt, dass den Avant-Projet de Loi auf dem belgischen Gesetz soll abgebaut gehen, ohne aber zu vergessen, dass Lützeburg Rapporten besonders mit Deutschland hat. Den Avant-Projet von 1884 war basiert auf der Freiheit für die Associen auf der einen Seite und die Sekurität von den Tieren auf der anderen Seite. Das durch eine Responsabilisation von den Fondateuren und den Administrateuren vertraut auch nach immer die Leitlinie von dem aktuellen und von dem neuen Droit des Sociétés sind. Mit diesem Avant-Projet war der Regierung zu viel innovativ. Und die Regierung hat den Professor Jean Corbiot, auch Professor auf der Uni zu Louvain, gefragt, für einen neuen Avant-Projet de Loi zu schreiben. Der Professor Corbiot hat sein Avant-Projet den 1. Januar 1906 der Regierung übermittelt, den ein Copy-Paste von dem belgischen Gesetz war, und nimmen die Dispositionen modifiziert hat, über die jedoch Jurisprudenz gouf, an dem sie die eng oder andere Disposition präzisiert hat. Der Staatsrat hat demnach seiner Strach, dass die Liberté des Conventions von den Fundamenten von unserer Legislation wir an nimmen zu diesem Prinzip die derogiert gehen, pour Motiv graf. Auf 40 streichen, als dat Demos Politiker sich schon bewusst wären, dass Lützeburg nimme kennt ökonomisch stark sind, weil Lützeburg probiert, international Investisseuren umzuziehen, als eine Ökonomie an den internationale Kader setzt. Demos hat der Staatsrat schon der Regierung no gelöscht, so schnell wie möglich Convention contre double Imposition aufzuschließen. Der nächste Projekt hat vorgesehen, dass wir eine Autorisation von der Regierung kriegen, für eine Gesellschaft zu gründen. Der Staatsrat war damals gegen diese Mesure und hat vorgeschlagen, dass jeder eine Gesellschaft gründen kann, mit dass Fondateuren und Administrateuren Responsabilitäten haben und dass den Offizier publik kontrolliert, ob Konditionen für eine Gesellschaft zu gründen erfüllt sind. Den 6. Oktober 1911 hat den demolischen Deputéierte Leo Metzler, Chef vom Service Juridik von der Arbeit, eine Reihe Amendementen herausgebracht. Besonders seine Amendementen über die Emission von Obligationen sind zu annehmen. Schon damals hat den Deputéierte Metzler darauf gehalten, dass am Kader von der Emission von Obligationen eine ganze Reihe Informationen über die Gesellschaft müsste publiziert gehen. Es war auch die federführend war beim Gesetz vom 18. September 1933 über die Société à Responsabilité Limitée. Die Spezialkommission von der Chambre hat sich klar für das Projekt Corbiot mit ein paar Änderungen ausgeschwert. Das Gesetz, was also quasi das Projekt Corbiot war, aus dem 21. Juli 1915 à l'Unanimität von der Chambre gestimmt gehen, und die Grande Duchesse Marie Adelaide hat Gesetz den 10. August 1915 sanktioniert. Nur diesem Gesetz aus 1933 wie gesagt, die Société à Responsabilité Limitée angefordert gehen. Hier gouf sich deutsche Gesetz orientiert. Die ersten 50 Jahre als das Gesetz just 5-mal geändert gehen. 1922, 27, 30, 33 und 41. Von 1972 an ist das Gesetz mehr oft geändert gehen, besonders unter die Influenz natürlich von den europäischen Direktiven, was wir am Fachjargon nennen, Direktiv, Zweitdirektiv etc. Grundidee von 1915 ist blieben über die letzten 100 Jahre. Und auch an diesem Projet de Loi ist das Hauptprinzip, dass die Gesellschaft für dich ein Kontrakt ändert Associen ist. Der Kontrakt besteht von dem Moment an, wo die Associen Statuten unterschreiben.
Haut da awer och ganz oft niewete Statuten e Pakt associé, wat Jurisprudenz als e parastatutären Dokument bezeechent. Herr Präsident, wann ma haut dese Projekt de loi stimmen, hummer bell eng Jodro geschafft, weil dese Projekt aus den 8. Juni 2007 deponéiert gin, an wie de Rapporteure zot, 4 Rapporteuren hunn und dësem Gesetz geschafft. Fir d'éich 3 Schwärzer an das finalement em Franz Fayo déier zoukom als Rapporteur vun der Jahrhundertreform anzugoen. Ich will doch vun dieser Platz Franz Fayo Merci soen erschlese mech och und die Mercien, die der Rapporteur ha schon gesot huet. Ungefähr 300 Amendementer si rabruch gin. Wat sind Objektiver vun diesem Projekt de loi? Echt Objektiv Modernisation vun dem Gesetz aufgrund von der Jurisprudenz an aufgrund von der lützeburgischen Spezifizitäten. Zweit Objektiv de Maintien vun der Liberté kontraktuell tschen den Associen. Dritt Objektiv den Akteuren nei Utie gin fir méi Flexibilitéit ze kreen. Feiert Objektiv Sécurité juridique speziell vis-à-vis vun den Tieren vun der Gesellschaft durch eng Responsabiliséierung vun den Akteuren ze garantieren. Fünft Objektiv die 2 Gesellschaften, die am meeste vun de Modifikationen durch dese Projekt de loi betraff sind der SA an der SRL, déi Gesellschaften, die am meeschten geholt gin. Heiers probéiert gin Regeln ze unzupassen, ze uniformiséieren, do wo het méiglech vor. Et geif ze lang dauern, op all Changementer anzugoen, die dës Gesetz matze sprengt, an de Rapporteur as en long et en large as engem schriftliche rapport darüber agang. Ich will just he e paar Punkten aufhirhewen. Modifikationen betreffen Kapital. De Kapital autorisé gëtt orlo fir der SRL agefauert. Dat Aktien mussssen eng Valeur egal hunn, gëtt bei der SA suppriméiert. Et kann en och elo Aktien emettieren ënner dem per Kontable. Et kann e bei enger SA gratis Aktien emettieren, wat besonnech fir Emploien interessant kann sinn. Eng vun de grossen Neuerungen ass, dat die sogenannten Tracking Shares fir all Typ de Société agefauert ginn. Modifikationen betreffend d'Apporen. Bei enger SA wie bei enger SRL kann en och en Apport an Industrie machen. Dat heescht, dat e keng Suen erbringen muss oder een Immöbel, me se Know-how zum Beispiel. En Contrepartie kann en awer nëmmen Titre kreien, die net Kapital repräsentieren. En nach dem neue Gesetz kann Orelo eng SRL seg Paren zréckhafen. Dat wär bislo nëmmen de Fall bei der SA. An enger SA kann en Haut schon Aktien emettieren oni droit de vote. Contrepartie muss dann awer spezielle finanzielle Privileg sinn. Heile mal manner streng Konditionne fest fir so Aktien ze emettieren. Eng SRL derf kein Per sozial oni droit de vote emettieren, me sie können awer per Beneficiären emettieren. Eng SRL kann Orelo selber Aktie fir sech halen, wat bislo net de Fall wär. Zu de Modifikationen vun den Assemblée Generalen. Do ginn bei der SA Modalité de Konvokation vereinfacht. Wann iwwel d'Nationalitéit vun enger Gesellschaft ändern, huet e bislo bei enger SA a bei enger SRL d'Unanimitéit gebracht. Dat ändert lo. Et sinn e lotselwech Quorumen at Majoritéiten, wie wann in eng Modifikationun vun de Statute mëcht. Ennner dem aktuelle Gesetz muss wann in de Siege vun enger Gesellschaft an eng einer Gemeng will transferieren, eng Modifikation statutär durch den Notärsakt machen. Sowohl bei der SA wie bei der SRL geht dat durch einfach Decision vom Verwaltungsrat. Wat jo auch immer ein rekurrente Problem ass sind Rechte von den Aktionären minoritär. Hei sind e pur Modifikationen angefordert gin, die hier Rechte stärken. Betreffend Modifikationen zu den Organen de Direction et de Gestion, bei der SA kann en och elo e PDG oder e Komitee de Direction nennen. Wat het haut schon an der Praxis gëtt, gëtt lo formalisiert. Bei den Dividenden kann de just bei enger SA ënner dem aktuelle Gesetz Interimsdividenden ausbezuelen. Dat as lo méiglech ënner verschiedene Konditionen bei enger SRL. Danach wurde zu den Dispositionen transitoire, der Rapport erst darüber agang, stehlen do seg Meinung, dat dat Neidgesetz applikabel ist von dem Moment, wo es en vigueur trifft, an die Statuten, die Dispositionen hun die konträr zu dem neuen Gesetz sind, ënner dem alle Gesetz interpretiert während enger Phase transitoire von
2 Jahren. Herr Präsident, Dir gesieht, das Reform unterstützt die Attraktivität von dieser Finanzplatz. Es erlaubt aber auch einem Bäcker- oder Metzlerbetrieb, sich so aufzustellen, wie hin das braucht. De Pierre van Ommeslag, ein berühmter Drossprof von der Uni Libre von Brüssel, hat an einem Kolloq heute zu Lützeburg über die Reform vom Gesellschaftsrecht gesagt: Le modèle luxembourgeois mérite la plus grande attention, notamment de la part des législateurs voisins, car il est la synthèse d'une part d'études droit comparé permettant un choix des meilleures institutions expérimentées à l'étranger et d'autre part des particularités du génie propre luxembourgeois. Cet apport spécifiquement luxembourgeois, dont le droit et la pratique luxembourgeoise se sont déjà imprégnés depuis longuement, se caractérise notamment par le souci de conserver dans les institutions juridiques, notamment le droit commercial et le droit financier, une souplesse et une liberté contractuelle aussi étendues qu'elles permettent d'une part la sécurité des tiers et notamment des investisseurs et d'autre part les contraintes du droit européen pour réaliser un équilibre difficile entre ces tendances. Herr Präsident, ich behaupte bei diesem Projet de loi Mission accomplie, a gin heimat den Akkor vu enger Fraktion. Merci auch dem Herr Gloden. An nächste Rednerin ist Madame Viviane Lochata.